Hallo miteinander, da ist Exodus 19. Ich begrüße euch zu einem neuen Projekt und das ist Harveys neue Augen. Passt, hä? Neues Projekt, neue Augen. Es ist ein Point-and-Click-Adventure. Ihr werdet am Anfang denken, was für ein Kinderspiel. Täuscht euch nicht. Wir fangen mal an. Ich hoffe, der Sound stimmt so. Ich muss es nachher als Test hören. Ist eine deutsche Produktion übrigens, aber auch auf Steam erhältlich. Ja. Ich sehe, du brauchst etwas Trost, denn du hast Edna bricht aus ist der erste Teil davon. Wer die Edna kennt, sie kommt da auch vor. Der Götz Otto. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn Seneca, Kompakt. Das sind spezielle Namen für Deutsche, ja? Ah, das ist der Nachfahre von den Gebrüder Grimm, ja? Das muss gute Geschichte sein, ja? Polin? Könnte noch sein, ich weiss nicht. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Ja. Also von mir aus könnte das Spiel eigentlich anfangen oder ein Intro haben. Sonst gibt's Narben. Ich kann Kindern nicht Nochmal eine Strophe. sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Ja, überspringt das bitte. lässt Hey, sich also doch ich drehe alles fast noch durch da. flicken, Noch gemütlich. wobei ich bei dir skeptisch bin. Wecker noch anmachen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Ja. Ich denke, das Projekt wird ich einfach sonst so ein bisschen schneiden und nicht immer Tschüss und Hoi sagen. Könnte mir vorstellen. Ich will dich nur warnen, man muss Kann man das nicht überspringen? entscheidenden Momenten die Nein, nur pausieren. Aber so am Text da sollte es eigentlich bald vorbei sein. Ja? Hier hast du Nadel und Faden. Pass auf, sonst gibt es Narben. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ja. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren. Ey! Wird nicht Sorry, so ein lames Intro habe ich also noch nie gesehen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei. Ja, ich weiss, aber der Text lustig ist, sollte vielleicht noch lustig sein, aber ich persönlich finde es nicht speziell. Ich würde gerne einfach das Spiel spielen, weil ich weiss, es ist lustig und lässig. Deine Finger sind zu dünn, fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich bin da gerade noch ein bisschen mein Bildschirm am Entstauben. Ah, schau mal! Es kommt etwas. Hier hast du Nadel und Faden. Das ist der Harvey. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ja. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Okay, wir haben es überstanden.
Hallo, liebe Freunde des Abenteuerspiels. Hallo. Die Spyware, die wir auf euren Rechnern installiert haben, teilt mir gerade mit, dass heute Abend wieder viele Kinder vor den Monitoren sitzen. Darum erzähle ich jetzt auch nicht die Geschichte, die ich eigentlich vorbereitet hatte. Das ist durchaus schade. Es wäre eine gute Geschichte geworden. Täuscht euch nicht. Unterhaltsamen Explosionen, einem gigantischen Roboter-Opossum. Aber eben auch mit vielen unflätigen Ausdrücken und einer unangemessenen Anzahl übersteigerter Gewaltdarstellungen. Die Geschichte, die ich euch stattdessen erzählen möchte, ist ein wenig anders gestrickt. Sie handelt von Lilly, dem bravsten Mädchen auf der ganzen Welt. Und sie beginnt im Hinterhof einer kleinen, verträumten Klosterschule. Gar nicht weit weg von dem Ort, an dem das gigantische Roboter-Opossum gerade unten Passanten das Gehirn durch die Augenhöhlen zieht. Aber genug davon. Ja. Es ist ein schöner, sonniger Tag. Und Lilly harkt fröhlich singend Laub im Garten. Lilly, wie oft muss ich dir noch sagen, dass bei der Arbeit Au. nicht gesungen wird? Du weißt genau, dass ich das Geräusch von fröhlichen Kindern hasse. Diese Kinder machen mich noch wahnsinnig. Du bist eine dumme Kuh. Hä? Kapitel 1. Die Klosterschule. Alright. Ich gehe ganz kurz... Nein, noch nicht. Ah, schau, das ist Edna. Das Spiel gibt es übrigens nicht auf Steam, habe ich schon Da geschaut. bist du. Wurdest du von der Ignaz schon wieder zum Blätterkehren versetzt? Aha. Langweilig und unnötig obendrein. Also ich muss jetzt einmal schauen, ob Die es auf Steam Blätter gibt. wehen doch sowieso immer wieder zurück auf den Weg. Du solltest lieber mitkommen. Ich bin nämlich gerade auf Schatzsuche, musst du wissen. Tja, deine Entscheidung. Wenn du hier fertig bist, kannst du ja immer noch zum Schaukelbaum nachkommen. Ich glaube, ich habe da was in einem der Beete gefunden. Bis dann. Tüdelü. Tüdelü. Also, Lilly, Edna und die Schwester, hä? Das Tutorial. Immer wieder hört man von Unfällen durch falschen Umgang mit Computerspielen. Um das Risiko einer entstellenden Verkrüppelung zu minimieren, empfehlen wir die strikte Einhaltung der nachfolgenden Sicherheitshinweise. Wollt ihr das Tutorial spielen? Ja, ich mache das, aber einfach nur, weil es lustig ist. Und ich gehe ganz kurz jetzt den Sound überprüfen. Einen Moment. So, ich bin wieder da. Ich finde es eigentlich gut. Ich könnte es noch überall ein bisschen 5% abschalten, aber ich weiß nicht, ob ich da reinkomme. Ich mache jetzt einfach mal das Tutorial Ihr habt noch. euch dazu entschlossen, das Tutorial zu spielen. Ja, ich bin Das gespannt. ist sehr vernünftig. Da ihr gut aufgepasst habt, wisst ihr auch, dass der Klostergarten vom Laub befreit werden muss. Die Harke hat Lilly bereits in der Hand. Der Cursor zeigt dementsprechend das Bild einer Ich Harke. habe schon weitergelesen, sorry. Um zu erkennen, wo Lilly harken kann, Jetzt. ohne dabei das Gesicht eines Mitschülers zu zerkratzen, reicht ein Druck auf die Leertaste. Probiert es noch einmal aus. Okay, also mein Cursor ist Haken. Na, Und da da schau sehen wir her. Augen. Die roten Augen zeigen an, welche Objekte benutzbar sind. Offenbar gibt es 3 Laubhaufen, die Lilly mit der Harke benutzen kann. Zieht einfach den Cursor über einen der Haufen, bis der Name des Objekts daneben erscheint. Ja, Nun nun könnt ihr die Aktion mit einem Linksklick auslösen. Aber Aber Vorsicht! Vorsicht! Unfälle passieren so schnell. Bravo! Ihr habt den ersten Schritt getan, ohne jemandem eine tiefe Fleischwunde zuzufügen. Aber noch ist die Arbeit nicht getan. Beendet den Auftrag der Oberin. So schwer kann das ja nicht sein. Nein, ist es Oder? nicht. Das ist cool, ist alles cool. So. Jetzt müssen wir doch da noch eine rächen. Zack, das haben wir. Ein bisschen hin und her rächeln, das stimmt doch. Und jetzt? Es ist doch ein bisschen schwieriger, als ich gedacht habe. Was Au! ist denn das für ein Lärm da draußen? Jetzt kommt sie schon wieder. Ja, aber ich mache es doch. Was läuft denn falsch? Das kann es doch nicht sein, oder? Also gut, komm, wir nerven die Mutter Oberin noch ein bisschen. Machen wir noch ein bisschen Lärm.
Au, mich verrührt's gerade. Das ist ja nicht zum Aushalten. Da, nimm's! Lili, jetzt ist das Maß aber endgültig voll. Ich habe dich wohl mal wieder überschätzt. Nicht einmal zum Laubhaken taugst du etwas. Regal. Ich habe 2 neue Aufgaben für dich. Okay. Die Beete im Hintergarten müssten wieder einmal umgegraben werden. Bekommst du das hin? Sicher. Das bezweifle ich zwar, aber wir werden sehen. Und wenn du schon mal im Hintergarten bist. Der Schaukelbaum ist von Termiten befallen. Lass dir was einfallen, um sie ein für alle Mal loszuwerden. Also noch einmal, für die ganz Unfähigen. Ach, Erstens, Beete umgraben. Zweitens, den Schaukelbaum von Termiten befreien. Und wehe, du machst das nicht ordentlich. Alright. Lilly hat fertig gehakt. Sie hat die Harke zwar nicht mehr in der Hand, aber sie trägt sie noch bei sich. Ja, ja, das ist cool. Klickt nun mit der linken Maustaste auf das Harkensymbol, um die Harke wieder in die Hand zu nehmen. Ihr könnt die Harke nun jederzeit mit anderen Objekten verwenden. Okay. Auch mit anderen Besitztümern. Wenn ihr fertig seid, benutzt die rechte Maustaste, um die Harke vorsichtig zurück ins Inventar zu legen. Ja, ja, ist gut. Also so kann man es nehmen und zum Beispiel verbinden. Das hatte zwar keinen Effekt gehabt, aber Lilly hatte trotzdem das Gefühl, ihrem Ziel einen großen Schritt näher gekommen zu sein. Ah, okay. Was? Okay. Der Pfeil ist spitz. Oh mein Gott. Aha, das sind schon mal Auch bei Termiten. der Gartenarbeit gilt, Augen auf. Immer wenn Lilly mit einem Objekt interagieren kann, verändert sich der Cursor. Die meisten Gegenstände Ja, ja. Da haben wir es auch. In der Komposttonne gammelten Gartenabfälle gemütlich vor sich hin. Ein Paradies für Maden und Spinnen. Lilly konnte sich kaum an dem bunten Treiben satt sehen. Okay, also ich glaub's, Es gibt viele Lilly. Gegenstände, mit denen man interagieren kann. Immer wenn ein Objekt direkt benutzbar ist, wird ein entsprechend Ja, gell, ich meine, die hängen über dem Abgrund, Die hallo? Reifenschaukel baumelte einladend an einem termitenzerfressenen Ast über dem Abgrund. Ah, nein, komm. Gehen wir die Reifen schaukeln. Oh, probiert Lilly es mal. wollte nur allzu gerne auf der vollkommen ungefährlichen Reifenschaukel spielen. Darum kletterte sie auch sofort auf den von den Termiten befallenen Baum. Zumindest hätte sie das getan. Offenbar war es ihr aber lieber, einen gehörigen Anschiss zu riskieren, sobald der Spieler ausschaltete. Was? Das ist gut gegangen. Oh shit. Benutzen nach Nehmen oder Essen, Trinken. Reden. Ja, das ist tipptopp. Also komm, ich glaube, wir beenden das Tutorial jetzt. Ich brauche das vom nicht mehr. blöden Gehake loseisen können? Aha. Sehr gut. Dann hast du jetzt endlich Zeit, um mit mir auf Schatzsuche zu gehen? Oh. Oh. Hast du etwa noch mehr Aufgaben bekommen? Aha. Das ist so unfair. Aha. Aber vielleicht finden wir ja einen Weg, dass du mir trotzdem helfen kannst. Ich fänd's cool. Bestimmt. Lilly kann verschiedene Themen ansprechen. Wo ist es mit Baum Sie werden zeigen? als Symbole im unteren Ah, okay. Bildschirmbereich dargestellt. Was die Tutorial beenden. Also meine Was Aufgabe. musst du denn jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihre Warzen mit Pims Wah! streichen. Ich finde immer noch Krümel vom letzten Mal in unserer Schlafgrube. Wah! kann an manchen Stellen ein Thema vertiefen. In diesem Fall kann sie über ihre 2 neuen Aufträge reden. Ich habe Ihr doch könnt beendet. aber auch mit dem Pfeil zurück auf die erste Ebene des Dialogs wechseln und euch für ein anderes Thema entscheiden. Wechselt zurück auf die erste Ebene und beendet den Dialog mit dem Quiz, um das Tutorial abzuschließen. Oder unterhaltet euch noch eine Weile mit Edna. Ich kann euch sowieso nichts mehr beibringen. Ist gut. Also komm, ich beende das jetzt rasch, dass ich das Tutorial endlich abschließen. So. Hey Lilly, was Hey, gibt's Neues? Edna, schau, ich würde gerne mit dir über deinen Schatz noch reden. Du willst bestimmt wissen, wie die Schatzsuche vorangeht, oder? Genau. Nun, um ehrlich zu sein, nicht so gut. Der Boden Wieso? ist einfach zu fest. Ohne Schaufel werde ich hier wohl kaum fündig werden. Dafür habe ich aber schon einen prima Rand unter den Fingernägeln und aus Versehen eine Nacktschnecke verschluckt. Ein kleines Trostpflaster von Mutter Natur. Wow, wow. Was Also, musst meine du denn Aufgabe. jetzt schon wieder für die Oberin machen? Und jetzt sag nicht, du musst wieder ihr... Ich finde immer... Nein, Termite.
Sie hat dir aufgetragen, die Termiten vom Schaukelbaum zu entfernen, richtig? Aha. Das musste ja so weit kommen. Weiß sie eigentlich, wie schwer es war, die alle zusammenzubekommen? Für den großen Roten bin ich sogar ins Feuerwehrmuseum eingebrochen. Und dann die ganze Mühe, ihnen Kunststücke beizubringen. Polonaise können sie bereits, wenn man ihnen eine Spur auf die Lade legt. Als nächstes wollte ich ihnen Cha-Cha beibringen. Ach, was soll's. Vielleicht schaffst du es, sie nur umzusiedeln, anstatt sie in die Luft zu sprengen oder was du sonst so vorhast. Ich würde dir sogar dabei helfen, aber meine Marmelade ist alle. Also, wir brauchen Marmelade. Was gibt's als Ersatz? Machst du dir etwa immer noch Sorgen wegen der Termiten? Ich würde dir ja echt gerne helfen. Leider habe ich keine Marmelade mehr, um die Schnutzis wegzulocken. Aber wenn wir erst einmal den Schatz gefunden haben, können wir uns eine ganze Marmeladenfabrik kaufen. Oder besser noch, eine Imkerei. Ja, Ich finde perfekt. Honig sowieso viel lässiger als Marmelade. Voll Der nicht, Honig ist klebt besser grusig. unter der Schuhsohle. Und wenn wir eine Imkerei hätten, könnten wir auch die Bienen abrichten. Oh, wow. Vielleicht gibt es doch noch eine Chance für mein Projekt Gucklöcher für die chinesische Mauer. Was? Sie ist so komisch. Warte mal, Lilly. Hier ist gerade eine besonders harte Stelle. Ach, so ein Dreck. Ich ruiniere mir noch meine ganze Hornhaut. Ich hab so lange darauf gewartet. Beete könnten aber auch echt mal wieder umgegraben werden. Ja, das Sag ist meine jetzt Aufgabe. nicht, dass dir die Oberin genau das aufgetragen hat. Aber das ist ja großartig. Dann kannst du mir am Ende doch noch helfen, den Schatz auszubuddeln. Du musst sogar. Es geschieht quasi im Auftrag des Herrn. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Schaufel. Alright. Von wo komme ich eine Schaufel über? Weißt du das? Schaufel, Lilly. Ohne Schaufel bekommen wir den Schatz niemals geborgen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, woher wir eine Schaufel nehmen sollen. Ich würde vermuten, dass die im Keller aufbewahrt wird. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, in den Keller zu gelangen. Du kannst Okay. nicht zufällig durch Wände gehen. Per Das Zufall müssen wir nicht. dir unbedingt mal beibringen, wenn Zeit ist. Aber zuerst solltest du dich auf die Schaufel konzentrieren. Die hat oberste Priorität. Okay. Was hast du denn sonst noch über die Oberin zu Die erzählen? Oberin hat mal wieder einen schlechten Tag, oder? War nicht schwer zu erraten. Den letzten guten Tag hatte sie damals, als der Mums rumging. Ich habe sie selten so laut lachen gehört. Lass dich einfach nicht zu sehr von ihr ärgern, Das ist so okay? gemein. Okay, also, wir können das Gespräch sonst mal beenden. Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte die Oberin nur gegen die putzigen Tierchen? Ja, voll. Ja, ich glaube, wir haben da nichts mehr. Wir gehen mal zurück zum Schulteich. Und da, was hat es da noch eigentlich? Komm, jetzt schaltet einfach mal an. Schade. Aha, Der Wasserhahn war leer. okay. Wohin der Schlauch wohl führte? Lilly wäre sicher auch ein guter Busch geworden. Sie konnte stundenlang abseits stehen, ohne dass irgendwer Notiz von ihr nahm. Mal schauen, wo der Schlauch hinführt, hä? Lilly war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Was für eine Überraschung! Der Schlauch führte zu einem Ding. Eine Pumpe, ist doch klar. Lilly, schalte das sofort ab. Wow. Bleib mal easy. Also da ist verschlossen, also können wir sicher nicht rein, das ist klar. Da zum Brunnen. Die Kellertür ließ sich nur mit dem richtigen Schlüssel öffnen. Okay. Was machst du jetzt da wieder? Aha. Und jetzt tun wir wieder anhängen, oder was? Aha. Nein, ich will mitnehmen. Wie geht das? Wieso kann ich nicht mitnehmen? Schade. Ah. Aber ich kann es wahrscheinlich noch nicht anlassen. Ja. Schalte das sofort ab. Schnauze! Okay, gehen wir sonst mal zum Brunnen, hä? Mach ich mal schauen. Okay. Der Freeman. Lillys Mitschüler Freeman hatte sich weit über den Brunnenrand gebeugt. Wenn er sich noch weiter vorwagte, würde er hineinfallen. Genau wie in Lillys Lieblingsbuch. Oh wow, was hat denn die für ein Lieblingsbuch? Ach, Lilly, ich dachte schon, da wäre jemand. Stör mich nicht. Ich bin beschäftigt. Okay, was machst du denn da unten? Habe ich nicht gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen? Ich versuche mich zu konzentrieren, okay?
Irgendwas Okay. ist da unten im Brunnen. Ich sehe etwas glitzern. Oh Mann, ich hoffe, es ist der Kellerschlüssel. Aha, Das wäre ja so Gumbo. du bist auch ein bisschen Gumbo. Gumbo? Lass mich raten. Du weißt nicht, was Gumbo ist, oder? Ach, Lilly, du bist einfach hoffnungslos verspießt. Typen, die so lässig sind wie ich, sagen heute, das ist voll Gumbo oder das gummt. Aber du bist einfach nur lahm, voll Ungumbo. Mal Sag schauen, ob sie... hast du nichts zu tun? Musst du nicht irgendwelche Aufgaben für die Oberen erledigen? Aha. Wusste ich's doch. Du bist aber auch zu blöd, dass du den ganzen Mist immer aufbrummen lässt. Was ist es denn diesmal? Musst du wieder mal den Kompost alphabetisch sortieren? Oder ihren Rücken Oh, enthauen? weh. Das sind Termiten. Sag nichts. Du sollst die Termiten vom Schaukelbaum verscheuchen, richtig? Yep. Na, viel Glück. Der Schaukelbaum ist aus Süßholz. Und Termiten sind bekannt dafür, dass sie auf Süßigkeiten abfahren. Das wirst du nie schaffen. Ich könnte den Honig dort oben nehmen. Was sagst du zu der Beete Lass umgraben, mich wo man raten. zerschaufeln? Du sollst die Beete umgraben, richtig? Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Aha, Es im sei Keller. denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir, Was? weil es Wieso nicht? verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Ja, ich wäre ein guter Busch. Ja, Klosterregeln. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Aha. Na, da bin ich aber mal gespannt. Wir haben das Kellerverbot. Wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allen den Spaß verderben. Ja, viel Spaß Kein mit Wunder, Motorrad dass dich trinken. niemand mag. Mit zum Brunnen. Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Ach ja, das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Ah ja. Der Brunnen ist tief. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schrecken in den Brunnen. Oh, wie süß. fänd's Hast noch du jetzt lässig. etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge, ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Aha. Ei. Wegen dem Kellerschlüssel. Ach man, Lilly, jetzt halt doch mal endlich den Rand. Na, komm Es mal. sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Okay. Ja, das habe ich eben schon gefragt. Aber ich frage es jetzt gleich nochmal Du wahrscheinlich. kannst dir gerne den Mund fusselig Ja, ist reden. etwas anderes. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Ja, ja, ja. Alright. Was haben wir da? Noch den Schlauch. Kann man da Hey, reinheben? weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Okay. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Er wollte wohl verhindern, dass sie in den Brunnen fiel. Naja, ich glaube es eher weniger, hä? Die Idee war gut. Aber Lillys Arme waren zu kurz. Gute Idee, ja. Lilly mochte Bienen. Sie summten so schön. Außerdem sammelten sie fleißig Honig. Und wenn man genau hinsah, sah man sogar ihre Stacheln fröhlich in der Sonne funkeln. Okay. Also, liebe Leute, das war der erste Part von Harveys neuen Augen. Das nächste Mal wird es weitergehen. Ihr seht, es hat so ein bisschen einen Psycho-Touch und glaubt mir, es wird noch schlimmer. Ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Peace.